darf Sie sehr herzlich begrüßen bei unserer Veranstaltung Gemeinsam in eine umweltgerechte Zukunft. Ich mache dies in einer doppelten Funktion. Auf der einen Seite bin ich Präsident der österreichischen Zeitschriftenverleger, die natürlich schon von Berufswegen Information, Bildung und auch Unterhaltung bieten und sie auch in den Dienst einer Sache wie die heutige stellen. In meiner zweiten Funktion bin ich Aufsichtsratsvorsitzender der größten österreichischen Zeitschriftengruppe. Wir produzieren etwa an die 80 Zeitschriften in 6 Ländern. Darunter auch eine große Zahl von Zeitschriften, die mit Umwelt, mit Abfallwirtschaft, mit Wasserwirtschaft zu tun haben. Ein gutes Zeichen für unser heutiges Symposium. Unser Wiener Herr Bürgermeister Dr. Michael Häupl hat mich ausdrücklich beauftragt, Ihnen von ihm Wünsche und Grüße zu diesem Symposium zu übermitteln. Gerade ihm sind auch solche Partnerschaften, wie wir sie jetzt eingehen, ein ganz wichtiges Anliegen zu ganz relevanten Umweltfragen. Er ist ja selbst Biologe, etwa sehr lang Umweltstadtrat in Wien und, sage ich einmal, unterstützt, leitet die Umweltbelange in Wien nach wie vor. Das heißt, es ist für mich, und das möchte ich auch wirklich sagen, eine Ehre, dass mir das Vertrauen gibt, heute auch mit Ihnen zu sprechen. Veoma značajan dan i trenutak i svaki dolazak ovakve delegacije sa ovakvim inicijativama kod nas izaziva osjećanje i radosti ne samo za razmjenu informacija u oblasti teme za koju smo se opredelili danas, nego i razmene naših posjeta, drugarskih i prijateljskih odnosa, s obzirom da grad Beograd ima dobre odnose sa gradom Bečom. Der Einbau von Filtern, der Aufbau von einem Netzwerk zur Mülltrennung und vieles andere, dass auch das natürlich sehr, sehr teuer ist. Aber kein Land wird es sich auf ewig leisten können, sich nicht damit zu befassen. Muss ein sehr landschaftlich sehr, sehr schönes Fleckchen Erde sein. Wie gesagt, die Republik hatte bei der österreichischen Delegation das Schlusswort und Kraft der Bedeutung des Umweltministeriums Serbiens darf ich jetzt bitten, das Schlusswort dem Herrn Direktor Miroslav Nikčević vom Umweltministerium zu übergeben. Bitte, Herr Direktor, Ihr Statement, bitte sehr. I želim da izrazim zadovoljstvo što se ovom prilikom okupili stručnjaci koji se bave jednom od najznačajnijih pitanja iz oblasti zaštite životne sredine, pitanjem otpada. I mada sam ja od nekih razloga posljednjih dobio reč, želim nam da centralno vlast i politička vlast pitanje otpada neće ispuštati svoj klub, zato što smatram da je to strateško pitanje svake zemlje. Posebno u ovo vreme kada pitanje bezbednosti i kada je pretnja terorizma svakim danom sve veće u celom svetu, pitanje opasnog otpada, pitanje koje uopšte nije rešeno još uvijek od nas, pre svega pitanje bezbednosti. Ich weiß schon, dass eben VA die Müllverwertungsanlage ist, klingt irgendwie nett. Wir haben auch, wie Sie sicherlich wahrscheinlich schon wissen, in der Spittelau ein Fernwärme- und Müllwerk, das eigentlich eine touristische Attraktion ist, allein weil man es außen gehübscht hat. Man hat natürlich innen auch bestimmte neue Technologien eingesetzt, Filter und ähnliches, aber allein außen schon merkt man, das ist etwas, das zu Wien gehört, wofür sich Wien nicht schämt. Und die wichtigsten Einzelheiten von dem, wie Wien mit dem Müll umgeht, werden Sie jetzt vom ersten Referenten. Ich darf ihn, ich würde sagen, auf die Bühne bitten, nicht wahr? Zum Rednerpult, das ist es.
Volk war Klaus unter dem Titel Abfallsammlung in Wien. Ich glaube, die mediale Tätigkeit eigentlich nicht so das größte Problem ist. Es ist zwar sehr laut, aber eben selten, einmal in der Woche oder einmal in 14 Tagen. Die Schneeräumung bei den Hallschusssammeln darf auch nie vergessen werden, weil man nie weiß, wer das ist, wer die Haftung hat, wenn sich einer verletzt beim Einwurf in unsere Behälter. Ein großes Problem für uns sind die Platzprobleme in der Innenstadt. Es gibt immer die Forderung nach mehr Hallschusssammelinseln. Ich weiß nicht, die andere Rahmenbedingung ist, wo soll man die hinstellen? In der Innenstadt hatten wir sehr häufig schmale Gehsteige. Da gibt es meistens keinen Platz für diese Behälter. Berufsbelästigung ist u okviru prvog dela ovog našeg skupljanja i obrade otpada ja bih pozvao gospodina Milutina Komanovića iz Skupštine grada Beograda da svoju prezentaciju. Dame i gospodo, poštovani gosti, dozvolite mi da u ime Skupštine grada i Sekretarijata za zaštitu životne sredine i Sekretarijata za obrazovanje, konzorcijuma Ekoindustrije izložim ovaj program. Uloga škole u realizaciji ovog programa je višestruka, uvažavajući predispoziciju dece da na ovom uzrastu najlakše uče i prihvataju modele ponašanja, kako u školi, tako i u okruženju. Na ovaj način se putem škole, a preko dece obrazuju posredni roditelji, što šire stvara uslove za popravljanje ekološke situacije u našoj zemlji. Wobei hier je nach Fraktion natürlich diese Aufwandstanks zugeordnet werden. Wenn es dann mal zu einem Gebrechen kommt, dass es da zu keiner Vermischung kommt, dass hier die Substanzen sich vermischen können. Ganz wichtig auch, es gibt keine Verbindung zum öffentlichen Kanalnetz. Und die ganzen Manipulationen, die Sortierung, die Fertigmachung für den Weitertransport, das geschieht alles unter Dach. Und die ganzen Geräte, die hier verwendet werden, sind natürlich alle explosionsgeschützt. Heißt das Verpackungssammlung in Österreich. Die EU setzte in diesem Fall den Rahmen. Die nationalen Ausgestaltungen sind also unterschiedlich. Kurzer Überblick über Österreich. Sie sehen also hier ein paar wichtige Daten. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die unteren richten. Wir sprechen in Österreich circa von 3 Millionen Tonnen Haushaltsabfällen, sogenannten Haushaltsabfällen, entsprechend circa 25 Millionen Kubikmetern. Und davon jetzt, von diesen 3 Millionen, sind 1 Million oder 15 Millionen Kubikmeter, also von der Masse her ein Drittel, vom Volumen her über die Hälfte reine Verpackungsabfälle. Agencija za reciklažu i vlasnik otpada koji ga odlaže. U okviru planiranih mera za odlaganje otpada na deponiju, kada drugo rešenje ne postoji, kada smo prošli sve ovo što sam do sada govorila, agencija obezbeđuje stručno mišljenje o ispunjenosti uslova u pogledu mera koje se planiraju za odlaganje otpada na deponiju. Moram da kažem da smo mi u zadnjih, znači od 1991. godine, kada je formirano naše Ministarstvo za zaštitu životne sredine, bez obzira na sve naše probleme koje smo imali zadnjih 10, 12, 13 godina, u Srbiji su izgrađene 3 sanitarne deponije po svim standardima Evropske unije. Agencija za reciklažu i edukacije, znači onaj deo kojim se ona na kraju bavi, je u stvari taj da agencija organizuje i sprovodi edukaciju stanovništva svih uzrasta. To znači da će prosječna količina komunalnog otpada biti 0,479 kg po stanovniku po danu. To za sedmicu dana koliki je ciklus odvoza kontejnera iznosi 3,35 kg po stanovniku. Samim tim jedan kontejner može da obslužuje oko 50 stanovnika. Ekološki pokret grada Novog Sada od 1995. godine organizuje međunarodne ekokonferencije o zaštiti životne sredine gradova i prigradskih naselja, neparnim godinama, a parnim o zdravstveno bezbednoj hrani. Ove godine je ta tematika na dnevnom redu, zdravstveno bezbedna hrana,
Suorganizzatori su nam univerziteti u Novom Sadu, Beogradu, Moskvi i Lega Ambiente Italije, a pokrovitelj Matica Srpska. A ovo iznosim samo iz jednog razloga da vam predočim da se svi u ovoj zemlji trude da nas spreče da održimo tu našu 9. po redu međunarodnu ekokonferenciju. Morali smo da dignemo kredit založivši naš stan privatan kao hipoteku da bi mogli da nastavimo dalje u pripremu da ne zaključavamo kancelariju. I ovdje postavljam pitanje pre svega svima i uvodničarima i gostima i svima vama. Da li iko može da razmišlja da se one slike i stanje može popraviti u ovoj zemlji bez uključenja nevladinog ekološkog sektora? Diesen Teil, 2 Müllverbrennungsanlagen, die Müllverbrennungsanlage Spittelau mit ungefähr 270.000 Tonnen im Jahr, die Müllverbrennungsanlage Flötzersteig mit 200.000 Tonnen pro Jahr und ein gewisser Teil geht noch in das Werk Simmeringer Heide, das werde ich später noch erwähnen. Das ist das Werk, das insbesondere für Sonderabfallentsorgung zuständig ist. Aber was man hier sieht, es besteht immer noch ein Potenzial, es geht immer noch ein Teil an die Deponie, sodass in Zukunft ein bisschen mehr an Kapazität nötig sein wird. Das wird ebenfalls mein Nachredner dann besprechen. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz anlässlich der Veranstaltung des Symposiums Gemeinsam in eine umweltgerechte Zukunft. Ein Kollege von Ihnen, denn ich bin Präsident der österreichischen Zeitschriftenverleger und Vorsitzender des größten österreichischen Zeitschriftenkonzerns. Wir verlegen an die 80 Zeitschriften in 6 Ländern, darunter auch einige Zeitschriften über Umwelt, Umweltschutz, Abwasser, Wasserwirtschaft. Eine Delegation aus Österreich mit Vortragenden ist hier nebenan gerade im Gespräch mit serbischen Fachleuten und unsere Delegation wird geführt von einer Dame. Sie ist Chefin der Grundsatzabteilung für Umwelt der Stadt Wien. Den Herrn zu meiner Rechten muss ich nicht vorstellen, das ist der Umweltminister Ihrer schönen großen Stadt Belgrad, Kollege Božović, Branislav Božović. Gospodin Božović. Neben ihm die Dame ist Direktorin der Recyclingagentur Belgrad, Frau Gordana Perović. Pored njega se nalazi gospođa Gordana Perović, je direktor Recyclinga. Simmering. Und er wird dann auch kurz, wie alle Herrschaften, 2 Minuten Statement geben über das, was wie er es empfindet, was in der Konferenz stattfindet, was er zu sagen hat. Und Herr Dietmar Seidel mit der schönen roten Krawatte ist technischer Leiter eines Unternehmens, das einen komplizierten Namen hat, Wiener Kommunal-Umweltschutz-Projektgesellschaft. Und beschäftigt sich in erster Linie mit den Themen der Müllverbrennung, ein hohes politisches Thema auch im Mund. Koje su propisala ova 2-3 bazna dokumenta, a ono što je zanimljivo to je da smo i mi u stvari donošenjem nacionalnog programa za eliminaciju CFC freona iz upotrebe za Srbiju i Crnu Goru krajem 2003. i početkom 2004. godine učinili prvi ozbiljan napor na organizovanu stavljanje pod kontrolu ovog područja zaštite okoline. Jedno izvesno bez jasnog i precizno zakonskog regulisanja ove oblasti i njegovog sprovođenja ne možemo računati na partnerstvo sa zemljama Evropske unije. Im Endeffekt liegt der Bescheid, der Richtungsbescheid erster Instanz seit März vor. Es ist allerdings hier zu erwähnen, dass dieser Richtungsbescheid noch nicht rechtskräftig ist, weil eine Bürgerinitiative Einspruch, Berufung eingelegt hat gegen diesen Bescheid und wir daher in die zweite Instanz, das ist der Umweltsenat in Österreich, gehen müssen und das Urteil des Umweltsenates
abgewartet werden muss. In den 70er Jahren große Sensibilität in Umweltfragen. Das zeigt sich auch darin, dass wir haben vorher gehört, die Stadt Wien hat schon sehr lang Umweltschutzbeauftragte. Auch insgesamt Österreich gibt es schon seit 1972 ein Ministerium für Umweltschutz. In Österreich gibt es auch zwei Ereignisse, die sehr stark das Umweltbewusstsein in den späten 70er und 80er Jahren geprägt haben. Das war zum einen Printprodukte, Medienarbeit, Veranstaltungen und auch elektronische Elemente. Neben der Deponie, ich habe es erwähnt, gibt es diese Gasverstromungsanlage. Das Deponiegas wird von uns geliefert, wird in einer Verdichterstation verdichtet und kommt dann zu kleinen Blockheizkraftwerken. Wir haben 2002 12 Millionen Liter Deponiegas geliefert. 1996 haben wir den Höhepunkt gehabt mit 20 Millionen Kubikmeter. Jetzt ist natürlich der Höhepunkt überschritten und die Tendenz fallen. Wir sind jetzt sehr bemüht, dass wir, wenn wir auch jetzt diese ganzen Deponiegasmengen sukzessive abnehmen, hoffen wir doch, dass wir die Qualität des Deponiegases natürlich wollen. Jednostavno, sanacijom deponije, ne znam da znate podatak, Zagreb je koštala deponija koja je duplo manje od naše, $38 miliona. Sanacija postojeće deponije, ali su rešili taj problem trajno i dobili su proširene kapacitete. Znači, za narednih 10 godina imaju mesta da na istu toj deponiji da istovaraju smeće. Što se tiče tehnologije odlaganja smeća, da li će to biti deponija, da li spalionice smeće, još ništa nismo odlučili, još se ništa ne zna. Normalno to leži na gradu Beogradu da odluči. Po nekim informacijama koje sam ja prikupio, koje moje kolege iz udruženja imaju, za Beograd bi bilo možda najinteresantnije otvaranje jedne nove deponije na ovom prekosavskom delu. Tu već ima neki program za regionalne deponije, koji neće pokrivati samo Beograd, već i ovaj sremski deo. Građevinski dio, uglavnom u našim terenima, govori o brani, pristupnim putevima i eventualno nasipima ukoliko je ravničarski teren. Hidromašinski i hidrotehnički dio znači, tako i na ovom primjeru projekta u Zvorniku, regulisali smo znači odvod i tretman, znači recirkulaciju otpadnih voda i njihov tretman sa pratećim elektroinstalacijama i na kraju procjenu ekološku na okolinu. Ono što bi trebalo kod projektovanja, znači na kraju izvršiti jednu provjeru sveobuhvatnosti projekta, to je uspostavljanje kriterija projektovanja. Zuerst einmal die rechtliche Regelung dieses Problems, indem man zwei Punkte angeführt, hat man zu 34, dass in Wien auf landesgesetzlicher Basis festgelegt, wie die Verrechnung der Abfallentsorgung in Wien zu erfolgen hat. 94 wurde das Gesetz das letzte Mal formuliert. In diesem Gesetz steht ganz genau drinnen, wie viel der im 48 die Müllbehälter, die Klärung der Müllbehälter verlangen darf. Das war genau das genau das Gesetz festgelegt. Životne okoline u okviru ministarstva. Govorit ću o pravnom i institucionalnom okviru upravljanja otpadom u našoj zemlji. Pre svega, dala bih osvrt na to ko je ko u upravljanju otpadom, sa osvrtom na međunarodne obaveze, gde su naša zemlja, koji su to nadležni organi i ovde na slajdu vidite da u skladu sa međunarodnim ugovorom, Haškom konvencijom koja se odnosi na prekogranični promet opasnog otpada i njegovo odlaganje, Focal Point je Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Weil hier noch Ausbaumaßnahmen notwendig sind, um sicherzugehen, dass auch bei Kanalrevisionsarbeiten und auch bei großen Niederschlagsereignissen kein Abwasser in die Gewässer abgeleitet werden muss. Das wird sich letztlich dann auch in der Gewässerqualität niederschlagen in Wien. Wir haben dieselbe Karte und eine Klassifizierung der Gewässergüte, wobei die beste Güteklasse
2 ist also die grüne Einfärbung. Die schlechteste Güteklasse ist 4 und Sie sehen, dass an einzelnen Gewässern in Wien hier noch Gewässergüten vorherrschen, die wir so nicht haben wollen. Snabdevanje vodom tiče, to je naravno uvek pritisak javnosti i pritisak opšte građanstva na taj sektor mnogo veći nego što je kanalisanje i kanalisanje je neopravdano jedan zanemaren deo u našem gradu i mi smo jedan od retkih gradova danas u Evropi koji nema svoje postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i koji nije uspeo da u trendu svih evropskih zemalja i gradova to uradi zadnjih 20-30 godina. Naravno, u našim master planovima koji datiraju još iz 70. godina takva postrojenja postoje i mi smo jednostavno u našem opštem društvenom razvoju izgubili taj korak i nismo uspeli da te i takve investicije završimo na vreme. Sada se trudimo poslednjih godina da taj ciklus ili proces razvoja ponovo uspostavimo i krenemo nekom uzlaznom linijom i mislim da je ova konferencija jedan dobar primer opšte saradnje i brige za očuvanje životne sredine i zaštite ovih naših tokova voda koje su u našem okruženju. Zu dem Zeitpunkt wurde auch die erste Kläranlage gebaut, das war allerdings noch eine rein mechanische Klärung. 1968 gab es dann die erste biologische Kläranlage in Blumenthal, die derzeit zu einem reinen Regenwasserklärwerk umgebaut wird. Und 1980 im Projekt Babas die Hauptkläranlage Simmering, wo der Kollege Klager ja schon berichtet hat. Noch ein paar Bilder im Kurvenbereich, auch da ist es möglich, mit diesem System zu arbeiten. Narednih nekoliko minuta predstavit ću vam najvažnije detalje o monitoring sistemu za kontrolu kvaliteta vazduha i procenu rizika koji treba da zaživi u opštini Pančevo. Kao autori ovog rada napominjem da su to i profesor dr. Đorđe Bašić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Velimir Pajević iz hemije. U prvom delu saopštit ćemo ukratko šta su hemijski akcidenti i nešto o najvećem hemijskom akcidentu u Savezu i o prekretnici o posmatranju ovog velikog i značajnog problema kada je zaštita životne sredine u pitanju. Zatim nešto o monitoring sistemu i o proceni rizika koja bi trebalo da bude jedan od najznačajnijih bezbednosnih dokumenta. To znači da je ocena rizika mala, srednja, velika ili veoma velika. Najčešće je prikaz, znači procena istorijski, znači na osnovu onoga što se već desilo. Zavisno od intenziteta duvanja vetra, podizao se pepeo u vidu jedne petvorke koja podsjeća na petvorku koja se obično javlja pri eksploziji atomske bombe. Kažu da se pepeo sa ovih površina raznosio i po više desetina kilometara u prečinu. Suočavajući se sa ovakvim problemom, mi smo najpre iz literature doznali da se ovaj problem u svetu najčešće rešava na taj način što se iznad sloja pepela nanosi